Und wieder mal ist es soweit. Die besten erfundenen News aus der Filmgeschichte, aus der Filmwelt sind wieder live vom Start. Kassettenschmerz vom 8.4. Herzlich willkommen an jeden, der uns zuschaut. Und damit wir richtig in Stimmung kommen, hauen wir natürlich erstmal unser zauberhaftes Intro ein. Ja, 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 so machen wir das. Dabei trinken wir ein Schlückchen. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Ach, schön, schau her. Schaut sehr, wie zauberhaft das ist. Dann schauen wir mal, wer ist jetzt halt gleich mal alles da. Haben wir gleich mal Servus an Simon, den habe ich vorher schon gedroht, dass er kommen muss. Dann haben wir noch Jojo, Habidere, Michael, Fuchse, Bergmann, Gnidl, Wutzler. Schön, schön, dass es alle so pünktlich da seid. Ich weiß gar nicht, wo das Zeichen links ist. Habt anscheinend Angst gekriegt vor die Strafzölle, die nicht gerade der Trump verhängt, sondern auch ich für jeden, der zu spät kommt. Denn 1900 ist hier Anwesenheitspflicht. Frau Wallmaus, schönen guten Abend. Wieder mal allein. Seht ihr es bleibt jetzt anscheinend an mir allein hängen, dass ich euch mitteile, wo es in der Welt von Hollywood und alle anderen, die irgendwie Filme, Serien machen, passiert. Gibt es eigentlich so Deutsch-Pendant zu Hollywood? Das mich interessieren. Wer das weiß, sagt es mir bitte und schreibt es in die Kommentare. Und solange wir allein sind, können wir immer wieder geil unboxen. Ich habe nämlich, mein zauberhafter Neffe hat mir auch beschenkt mit Pokémon-Karten. Er ist nämlich jetzt alt für Pokémon-Karten und darum hat er mir seine geschenkt und da war auch noch ein Booster-Pack dabei. Drum haben wir halt wieder die Auswahl zwischen Pokémons und One Piecens. Je nachdem, wie schnell das wir sind, machen wir vielleicht sogar einmal One Piece und einmal Pokémon. Es dürft ihr euch aussuchen, welche Pokémon oder Pokémon wir heute unboxen. Machen wir wieder Gewalten der Zeit oder eines der strahlenden Sterne. Ja, dann, was sagt der Fuchse? Ja, dann, denn die anderen drei gar nichts mehr. Na, die dann gar nichts mehr. Die sind stinkend faule Schwanz. Eine Ausrede ist das, diese Woche das Hardline losgeht. Das ist gleich mal die erste News für alle Filmfans, die irgendwie aus der Gegend, der Regensburger Gegend oder innerhalb von Umkreis von 16 Stunden zum Fahren leben, denn das ist wert, dass man diese Strecke auf sich nimmt, diese Dauer. Hardline ist dieses Wochenende. Am Donnerstag geht's los bis Sonntag. Es ist ja so für uns die schönste Zeit des Jahres, wie wir sagen. Und da sollten wir auf alle Fälle kommen. Da können wir gut Kassetten anschauen. Da sind wir alle vier sind wir vertreten. Und wir können gut Bier trinken. Also Bier trinken, Kassetten anschauen und uns Viva la Movilusions Menschen angelangen. Denn wir sind. Ah, da schreit jetzt gerade meine Katz. Was ist los? Wir sind nämlich Fans, Stars zum Angrapschen. So mancher hat es uns schon gemacht und das genutzt im Hardline und es war immer, also sagen wir so, dadurch gibt es harte Lines. Heißt jetzt nicht mehr Kassettenschmerz, sondern Kanischmerz. Ja, schon langsam schon, gell? Also, aber Kassettenschmerz hat sich schon einbürgert, darum können wir das leider nicht mehr ändern. Wir wollen nämlich jetzt keine Neugestaltung von Viva la Movilusion machen. Aber Kanischmerz der Herzen. 18.04. auch noch notieren, denn da ist wieder Nacht des guten Geschmacks im Cineplex, Vilsbiburg, Erding, Neufahren und jetzt eben auch bald Freiburg und diesmal auf Donnie Darko. Und Donnie Darko ist echt so ein Ausnahmefilm. Eigentlich passt er nicht so gut in dieses Format Nacht des guten Geschmacks, aber auf das scheißen wir, solange wir die Möglichkeit haben, dass man Donnie Darko auf der Leinwand sieht, nutzen wir doch das Haus, da die sagen, wo wir diesmal sind, gebe ich euch noch Bescheid, das ist noch nicht ganz sicher, es schwankt zwischen Vilsbiburg und Waldkraiburg, aber genaue Infos folgen, sobald wir das selber wissen. Da schaut's, Blank Michi schreibt seine, er freut sich schon aufs Hardline, so muss das sein, da muss man sich drauf freuen, wir freuen uns nämlich das ganze Jahr darauf. Auf was ich mich noch gefreut dieses Jahr ist der Start der zweiten Staffel Peacemaker. Der James Gunn hat nämlich jetzt bekannt gegeben, dass am 21. August soweit ist. Es ist wieder auf Max und ich bin gespannt, wo wir diesmal Peacemaker 2 kriegen werden, sehen werden, weil die erste Staffel ist ja, glaube ich, war erst einige Wochen später oder Monate oder Jahre, ich weiß nicht mehr, auf alle Fälle viel zu spät, irgendwann bei
Disney, RTL Plus gelaufen. Leck mich RTL Plus. Wer hat RTL Plus? Wer möchte RTL Plus sehen? Kein Mensch. Leck mich RTL Plus. Mittlerweile kannst du es aber, glaube ich, auf Prime auch schauen. Also beten wir dafür, dass wir auf RTL Prime dann Peacemaker 2 drin. Hey, war letztens bei From Dusk Till Dawn und ja, schön, schön. Leider waren wir mir bei From Dusk Till Dawn dieses Mal nirgends vertreten, da waren wir wirklich alle verplant, dass wir nicht kommen haben können. Aber geil, dass dir gefallen hat. Drum putzt euch die Nacht des guten Geschmacks auf den Schirm, weil wir werden da noch mehr richtig schöne Schmankerl auspacken und auch immer wieder Sneak des guten Geschmacks starten. Also sollte man im Auge behalten. B.A. Wild und die DTH26. Crazy Name, aber grüßt euch schön, dass du da seid. Ich habt schon wieder verpasst, Unboxing, Abstimmung, Gewalt der Zeiten oder strahlende Sterne. Mein Neffe hat nämlich seine Pokémon-Karten-Sammlerei aufgegeben, er ist jetzt alt dafür. Ja, Braindead. Erst einmal, wann Braindead offiziell unzensiert legal in Deutschland? Ist mal die erste Frage. Aber wir haben, ich glaube, haben wir wieder im Reanimator-Podcast drüber geschmatzt, der Mike und ich. Wir vermuten ja, dass der Peter Jackson auf dem Zeug drauf liegt und einfach nicht weitermacht. Aber ja, die Frage stellen wir uns auch schon lang. Nachdem eben dann jetzt Ankündigung Peacemaker 2, gibt es ein paar Stops und Canceleien, denn unter anderem ist die Realverfilmung zu Rapunzel voll verfilmt, glaube ich, heißt der Animationsfilm, wo der Disney ist jetzt erst einmal pausiert, er ist noch nicht gecancelt, aber aufgrund der sehr schwachen Einspielergebnisse von Schneewittchen haben sie Rapunzel erst einmal on hold gesetzt. Genauso ist jetzt auch, ich glaube, das ist noch keine offizielle Bekanntgabe, aber Insider berichten schon, dass Blade jetzt doch gecancelt worden ist. Aber der Mahershala Ali soll trotzdem als Blade auftreten und man munkelt dann mit Auftritt in zum Beispiel einem Projekt wie Midnight Suns. Vielleicht ist es ja dann davon abhängig, wie die Figur, wie er als Blade wieder ankommt, ob wir dann vielleicht auch noch einen Blade-Film kriegen. Schneewittchen ist ein gutes Stichwort, finde ich ganz witzig, wenn ihr jetzt auf IMDb schaut, das probieren wir jetzt einmal live aus. Denn wieder mal, oder wissen wir ja schon lange, die Leute wieder alle durchdraht, weil Schneewittchen nicht von einer absolut durchsichtig weißen Frau gespielt wird. Hat es ja großes Review-Bombing wieder mal gegeben. Und angeblich hat IMDb dieses Mal darauf reagiert und einen Disclaimer gemacht, wenn man nach Schneewittchen sucht. Schauen wir mal, ob das bei uns auftaucht. Es wird nämlich gesagt, dass wir hier ein, ich habe es irgendwo aufgestimmt. Was ist da genau? Unusual Voting Activity stattfindet. Kicken wir mal. 1,6 von 10, da wissen wir schon mal, dass da irgendwas nicht stimmt. Wo haben wir jetzt hier Unusual Voting Disclaimer? Ja, tatsächlich ungewöhnliche Aktivität. Our rating mechanism has detected unusual voting activity. Das finde ich gar nicht so schlecht, so ein Disclaimer bei diesen ganzen Review-Bombings-Bullshit, weil das nämlich einfach lächerlich ist. Vor allem, wenn sie dann immer die geilen, was weiß ich, Mitte 45 Fettsäcke beschweren drüber, die den Film sowieso niemals anschauen hatten. Fettes Schwein, halt doch dein Maul, sag ich da einfach nur. Naja, haben wir das auch gesehen? Was sagt der, war nicht so scharf wie die Königin? Ja, das ist tatsächlich war das ja nicht so, zumindest in meinem Empfinden nicht so hübsch ist wie die Königin, aber das ist ja, alles, liegt alles im Auge des Betrachters. So, wo geht's weiter? John Bernthal, unser Punisher, der ja mittlerweile offiziell ein Punisher-Spezial kriegt auf Disney Plus, so wie wir schon Guardians of the Galaxy das Christmas Special Code haben. Und auch, was war das andere, Werewolf by Night. Schreibt auch selber am Skript mit zu diesem Special. Und selbst ließ immer gern, wenn die Figuren oder beziehungsweise die Schauspieler, die die Figuren mimen, selber da mitwirken dürfen, weil ich das so gern mag. Dragon Cry ist auch da, wieder mal zu spät, scheiße. 8 Minuten zu spät, das sind Strafzölle von mindestens 6,80 Euro pro Minute. Ausrechnen tust du das selber, ich werde es nachrechnen, wenn es falsch überweist, dann Kimi und es gibt Sackschellen.
was am 4. Mai auf uns kommt. Da ist ja wieder May the 4th be with you Tag. Da kriegen wir eine neue Star Wars Serie, endlich mal wieder was Neues. Es ist zwar nur was Kleines, aber ich fand die vorhergegangenen Sachen bis jetzt ziemlich geil, nämlich Tales of the Underground haben wir diesmal. Wir haben jetzt schon Tales of the Jedi, Tales of the Imperium und jetzt kriegen wir Tales of the Underground. Das soll zurückkommen, unter anderem ein paar Kopfgeldjäger und ein Cy Ventress, glaube ich, soll auch wieder dabei sein. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. 4. Mai, 6 Folgen mit 6 Kurzgeschichten. Immer her damit, immer her damit. Gnedelwutzler, vielen Dank dafür, wirst du gepotatoed. Hier, 4. Drancry, wer jetzt früher kommt, ist ein Spritzer. Ich sage immer, wer früher kommt, kann schneller schlafen. Kann man sich so ein wenig positiver auslegen, die ganze Sache. Und muss sich da nicht überall schlecht machen. Das ist auch alles, das müsst ihr einmal so sehen. Die schnelle Ejakulation war früher zu Zeiten, wo wir noch draußen gelebt haben, also so wie es bei Mike daheim immer nur ist, war das biologisch ganz wichtig, dass du nicht wegen der langen Mauserei gefressen wirst. Also denkst du, es ist biologisch bist du eigentlich der Alpha unter uns, Mr. Schnellspritzer. Was haben wir noch für Ankündigungen? Es war ja die CinemaCon. Da gibt es ein paar Slates hat's da gegeben mit Ankündigungen für 2026 und 2025 von DreamWorks, glaube ich, und von Disney natürlich. Eigentlich nichts Neues dabei. Was aber schon jetzt angekündigt worden ist, sind für Fans von Warner Bros. Zeichentrickfilmchen, nämlich ein neuer Looney Tunes, ein neuer Flintstones und Nummer 3, ein neuer Tom und Jerry Film. Aber in animiert angeblich. Gezeichnet, es war cool, wenn es wieder mal gezeichnet war, nicht kreislich animiert. Man wird ja noch träumen dürfen, oder Leute? Man wird ja noch träumen dürfen, würde ich sagen. Eieieiei. Rede ich mir wieder alleine den Mund fusselig. Das ist alle, was du vorhabt. Das mengen wir. Und was richtig geil ist, es gab einen Trailer zu Tron Ares. Ich weiß jetzt nicht, wer Tron-Fan von euch ist, aber der Trailer schaut richtig, richtig fett aus. Also Effekte, bombengeil. Der Style schaut cool aus, der Sound ist fett. Also ich habe richtig Bock auf das Ding. Ich fand zwar die zweite Tron-Auskopplung jetzt nicht so überragend gut, aber der Trailer macht schon mal richtig Bock auf das Teil. Der macht richtig Bock auf das Teil. Wir können uns natürlich wieder die Trailer nicht miteinander anschauen, sonst gibt es wieder fette Sackschellen von YouTube. Oder wir sagen einfach fuck you und schauen uns die Trailer doch miteinander an. Haha. Das machen wir jetzt halt einfach mal. Schauen wir mal, ob man, was YouTube sagt, wenn wir uns jetzt wieder mal einen Trailer miteinander anschauen. Ich suche jetzt schnell den Tron Ares Trailer her. Da ist er ja. Und ich glaube, alle haben Lust drauf, dass wir wieder mal miteinander Trailer anschauen. Drum machen wir das jetzt einfach. Eiskalt sind wir. Haha, eiskalt. Richtig abgefuckte, abgebrühte Motherfucker sind wir. Was verzeiht der Fuchs? Ich finde Tron mega, bin gefühlt der Einzige auf der Welt, der den zweiten auch saugut fand. Mir fehlt gezeichnet, also fast ist es noch an mir. Das stimmt. Also zum Fuchsi. Erstens schon mal herzlichen Dank, dass du nicht Einzigster sagst. Dafür gibt es ein Potato von uns. Und ich mag den ersten Tron sau gern, muss den zweiten aber dann auch noch mehr eine Chance geben, was ich wahrscheinlich machen wird, wenn Tron Ares jetzt dann im Kino kommt. Dann werde ich nämlich alle Teile, die zwei da vorne mir anschauen. Und ja, blank mich in mir feit auch gezeichnetes. Drum freue ich mich immer, wenn Studio Ghibli was rausbringt, wobei die, glaube ich, auch an einem animierten Film jetzt einmal arbeiten. Jetzt schauen wir uns erst einmal den Trailer zu Tron Ares an. Seid ihr mal startet, Leute, kommt's. 120 miles per hour. Last seen heading northbound. Unit 12, acknowledging dispatch. Already in pursuit. I'm looking for something. Something I do not understand.
Ready? Because there's no going back. Und was sagen wir? Schaut gut aus. Schaut gut aus. Was ist mit meiner Katze los? Der denkt die ganze Zeit und schreibt mich an. Stop it! Schaut gut aus, oder? Also ich muss ehrlich sagen, ich kriege da ein bisschen Gänsehaut, vor allem bei dem Sound da dazu. Taugt mir richtig. So, wer verzeiht uns sowas? Fuchs sagt bei den Rocky Beans, ja, das stimmt, fein tut mal nix. Ich glaube, es war zum Beispiel ein Thema mit der Watchtime, dass der dann gestrichen wird. Und ich weiß nicht, ob man es vielleicht auch nicht monetarisieren, ob man es dann vielleicht dann nicht monetarisieren kann. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wir monetarisieren jetzt eh nichts hier. Xari ist auch schon gefragt, wo die anderen sind. Ja, wieder mal weg, wieder mal zu faul für alles. Die wahrscheinlich wieder am holländischen Ruderboot fahren. Gay 69 im Steh und einer filmt oder so, ich weiß es nicht. Und, ja, genau. Und ja, vor allem den ersten Front, da fand ich das auch cool, wie es gemacht wird. Und der Philipp spinnt schon wieder mal hier wieder Potato oder Rosettenküsschen. Kannst du aussuchen, was das ist. Das muss reichen als Zahlung. Was sagst du zum Megan 2 Trailer und zum Five Nights at Freddy's Trailer? Oder bin ich da wieder der Einzige, der sich drauf freut? Kann ich ganz ehrlich nichts sagen. Habe ich mir nämlich noch nicht angeschaut, die zwei Trailer. Die habe ich mir noch nicht angeschaut. Aber wenn wir gerade am Trailer watchen sind, damit ein bisschen Anglizismus reinkommt, schaue ich euch jetzt noch schnell another Trailer, nämlich zu Predator Killer of Killer? War das irgendwie so? Das ist der animierte Predator-Film, der Kim von Dan Trachtenberg, der auch schon Prey gemacht hat. Und leckt mir in Anus rein, wie geil schaut der Trailer bitte aus. Ja, habt auch schon wieder Scheißauswerbung da am Anfang. Klang eh schon wieder. Und dann machen wir das einfach für den Philipp. Schauen wir uns doch miteinander dann noch Megan 2.0 Trailer und den Five Nights at Freddy's Trailer an. Machen wir mal eine kleine Trailer-Watch-Session hier. Ich muss dafür teilen. Teilen macht Spaß. Hat schon der Frauenarzt gesungen, oder war das der Orgi? Ich weiß es nicht. Predator, Killer of Killers. Das mengen wir. Das mengen wir. Und gib ihm. You are old enough now. It's time I tell you about the monster. Geiler fetzer Predator, oder? Geiler fetzer Predator, den brauchst du. Ein Mann wie ein Stier. We must kill it, or it will kill us all. Wie geil ist der Kill? Kriege Gänsehaut, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Da kriege Gänsehaut, weil das Ding schaut bombengeil aus. Was ist jetzt hier los? Also, Trailer-Wünsche sind ja auch gesagt. Alles klar, das machen wir doch jetzt einfach mal. Erstmal kriegt jetzt der Philipp sein erfüllt mit Megan 2.0. Der Fuchs sagt, der war übel schlecht. Bin ja mal gespannt auf den Trailer dann. Weil, aber an den ersten Film, ja, ich muss sagen, ich war jetzt auch nicht so der Fan von Megan.
Er war jetzt nicht, ich finde jetzt nicht schlecht, aber ich finde irgendwie, ich hätte mir irgendwie was anderes gewünscht, muss ich sagen. Zumindest ein bisschen blutiger hätte ich es mir gewünscht bei der ganzen Sache. So, Kinotrailer, Universal Pictures nehmen wir, oder? Machen wir gleich weiter. Ja, und der Kanone Teaser schauen wir uns auch noch an, weil ich bin da auch wirklich sehr positiv überrascht von dem Trailer. Oder dem Teaser. Es wäre aber unfair, mir die Schuld dafür zu geben. Doch eins hat sich nicht geändert. Ich werde alles tun, um Katie zu beschützen. Das ist ja nett von ihr, oder? Was zur Hölle soll das? Ihr habt mich in diesen Plastikteller-Tabi gesteckt. Beweise, dass man dir trauen kann, dann gibt's vielleicht ein Upgrade. Mrs. Forrester, wir haben ein Problem. Wir jagen einen autonomen Androiden namens Emilia. Sie wurde nach Ihren Plänen für Megan gebaut. Wie ist das möglich? Wir haben alles gelöscht. Offensichtlich nicht. Wir haben nichts, womit wir sie aufhalten können. Sie ist außer Kontrolle. Sie tötet alle, die an ihrer Entwicklung beteiligt waren. Sie und Katie sind die Nächsten. Ich kann Emilia aufhalten. Sie wird immer stärker. Bald ist sie die gefährlichste Waffe auf diesem Planeten. Steck mich in einen Körper und ich werde sie aufhalten. Weißt du noch, was letztes Mal passiert ist? Du wolltest mir die Zunge ausreißen und dafür sorgen, dass ich im Rollstuhl lande. Ich war wütend auf dich. Hey, sie will uns helfen. Ja, das ist eben Jeder Krantiges. verdient eine zweite Chance. Du willst, dass wir einen durchgeknallten Roboter wieder zum Leben erwecken, um einen anderen zu fangen? Brauchst du es schriftlich, damit du es in deinem Tempo durchlesen kannst? Okay, Megan. Es wird Zeit für ein Upgrade. Hast du noch Wünsche? Ich möchte stärker sein. Und schneller. Hey, weißt du noch, dass ich dich stranguliert und das Labor angezündet habe? Ich will eines klarstellen. Sowas wird nie wieder passieren. Danke, das freut mich. Und wenn ihr schon mal dabei seid, macht mich größer. Na schön, ihr Fleischsäcke. An die Arbeit. Sieh mal an, wer da spielen möchte. Ich wurde programmiert, Katie zu beschützen. Die einzige Frage ist, stellst du dich mir in den Weg? Haltet eure Vaginas fest. Ist mir egal, ob sie 4 Leute abgemurkst hat. Sie ist eine mega heiße Kriegerprinzessin. Hier ist der Deal. Du kannst Gemma töten, aber Katie fasst du nicht an. Megan! Ja, ich finde jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen, Fuchse. Er spricht mir jetzt aber auch noch nicht komplett an. Also, der muss sich schon noch beweisen dann. Hey, die zweite Roboter-Tante, das ist doch die von Ahsoka, oder? Diese Sith, möchte gern Sith-Tante, keine Ahnung. Gott, die hast den Trailer so viel sagt. Geh, spinn jetzt nicht. Die Krampfin. Die Stimme jetzt ja wie der Roboter von Star Space, von Cold Mirror. Habe ich keine Ahnung, kann ich nichts dazu sagen. Und irgendwie war der Trailer besser, wenn es ein Anime wird. Snoozebene, Servus, grüß Gott. Und also besser, wenn es Anime wäre. Naja, mal gucken, ich lasse mich doch da immer gerne überraschen. Und was haben wir noch gesagt? Five Nights at Freddy's Teil 2. Gibt es da auch schon wieder einen Trailer? Five Nights at Fredward. Freddy's 2 Trailer. Kicken wir mal, was uns der zu bieten hat. Da muss ich ja sagen, da bin ich überhaupt kein Fan vom ersten Teil gewesen. Ja, genau. Welcome back. Are you ready to start the show? Alter Lustmolch. Count Lustmolch. 5, 4, 3, They're out there, Mike. 2, Where? 1. Everywhere. Showtime! Okay, sagt nur überhaupt nichts aus, außer dass wir uns jetzt außerhalb von irgendeiner Bude bewegen. Dann sollen sie das machen. Schauen wir, was habt ihr noch geschrieben? Nackte Kanone-Teaser, wollt ihr auch noch sehen. Nackte Kanone-Teaser. Den haben wir auch noch eine.
Zap, 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 zap. Hier haben wir ihn. Diverse SWAT-Units reagieren auf Geiselnahme. Hey, Kleine, stehen bleiben! Was willst du hier, Kleines? Dein Arsch! That's the sound of the police! That's the sound of the beast! Gute Witze, muss ich sagen. Wer sind Sie? Frank Drebin. Spezialeinheit. Die Neuauflage. That's the sound of the police! Aufgepasst! Das erste selbstfahrende Fahrzeug der Spezialeinheit. Fahr 10 Meter vorwärts. Oh, Gott! Ich sage Ihnen, der Laden geht vor die Hunde. Lass mal durchgehen. Da bin ich neugierig auf das Teil. Jetzt ist aber gut mit Trailer anschauen. Fix. Gucken wir mal. So, wie geht's weiter? Wir haben eine Neuigkeit. Wir haben Kassettenschmerz. News. Death Stranding, Adaption von A24, hat ein Update bekommen. Und zwar haben sie einen Regisseur gefunden, den Michael Sarnowski, ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht, aber man kennt ihn von Pick und von A Quiet Place Day One. Ja. Servus, Burm. Sesselmann, wo bleibst du den ganzen Tag? Ich warte schon die ganze Zeit. Das gibt's eine Zuckerbliert nachhol. Sag mal, Moment, habe ich das gerade richtig gelesen? Pamela Anderson spielt mit bei der Nackte Kanone. Das finde ich gleich schon mal sehr cool. Echt? Habe ich nicht gelesen, habe ich nicht gesehen. Sesselberger, du bist da unser alter Boglermann-Fan. Ich habe wieder Karten gekriegt. Du darfst entscheiden, oder es darfst nur abstimmen, ob man Gewalt der Zeiten oder eines der strahlenden Sterne zu dem One Piece Booster Pack halt unboxen, boxen. Was habe ich gerade gesagt? Wo waren wir gerade? Stimmt, bei Death Stranding. Mein Gott, nachher mit diesem Film. Ich bin echt schon richtig gespannt auf dieses Teil. Wir kriegen das ja Drachenzähmen leicht gemacht, die Realverfilmung, und gleich mal scheißen sind Ankündigung zu Teil 2 hinten nachher, denn im Juni 2027 soll dann auch noch Teil 2 gleich kommen zu dieser Realverfilmung. Bin gespannt, Trailer schaut echt gut aus, das schaut richtig schön aus. Gewalt in der Zeit wollen soll, okay. Das schaut richtig schön aus, das sind gute Effekte, ich bin gespannt, das kann mal wieder noch was richtig Tollem ausschauen. Dann haben wir, wer von euch Once Upon a Time in Hollywood gesehen hat, weiß ja, wer der Cliff Booth ist, nämlich die Figur gespielt von Brad Pitt. Scheinbar gibt es ein Skript zu einem Abenteuer nur mit dem Cliff Booth vom Tarantino, und der hat an Brad Pitt jetzt die Erlaubnis gegeben, dass er mit diesem Skript zum David Fincher geht. Man kennt ihn, Regisseur von Alien 3 und zum Beispiel 7. Und jetzt ist im Gespräch, dass sie dieses Skript verfilmen, der Brad Pitt und der David Fincher. Und da David Fincher aktuell exklusiv für Netflix arbeitet, ist es natürlich abhängig von der Freigabe von Netflix und der Finanzierung. Und dann wird man den Film dann auch erst einmal nur auf Netflix kriegen. Bin ich gespannt. Ich fand jetzt den Film Once Upon a Time in Hollywood nicht, also ich fand ihn irgendwie gut, aber er war so langweilig, aber trotzdem hat mich die Langeweile irgendwie unterhalten. Aber ein Cliff Booth, seine Figur, also ein Brad Pitt, seine fand ich richtig geil. Da hätte ich Bock drauf, dass ich von der dann noch ein bisschen was sehe. Was noch bestätigt worden ist jetzt, das wird alle Handmaid's Tale Fans freuen, denn ein Sequel namens The Testaments ist jetzt offiziell bestätigt worden. Die Serie muss ich endlich mal anschauen, von der hört man nur unglaublich gute Sachen, und ich habe nicht eine Folge gesehen, obwohl es mich voll interessieren hat. Naja, gucken wir mal rein. Dann haben wir gleich wieder was zum Tor. Nächste Serie, die wir durchbingen müssen. Danke für nix. Wann soll ich das Neues machen, Leute? Wann? September Release angekündigt für die Verfilmung von Stephen Kings Geschichte The Long Walk. Kommt von dem Regisseur Francis Lawrence, und den kennt man von der letzten Hunger Games Verfilmung. Wird die kosten irgendwas mit Ballade von Schlangen und keine Ahnung was. Frag mich nicht, ich fand den letzten Hunger Games irgendwie so meh. Was sagen wir, ich fand ihn geil, gerade am Ende, wenn ihr alle zusammen habt. Ja, genau, das ist so eine markante Szene, die finde ich auch geil. Ich finde die Szene von Cliff Booth geil, wenn er den Rückblick macht und sich daran erinnert, warum er kein Stuntman mehr ist in Hollywood. Das fand ich erst sehr witzig, ja. Witzig.
Devil May Cry schon gesehen, gar nicht. Ich wollte anfangen und dann bin ich eingeschlafen. Aber schaut schon mal gut aus. Ich bin gespannt. Hast du schon geschaut? Falls ja, kurze Info, rentiert sich. Wenn wir schon bei Aliens sind, wann gibt es die Bürger? Die werden leider nicht weiter mit dem Bürger laufen, die Alien-Reihe bei uns. Da haben wir einen neuen Gast dafür an Bord, aber wer das ist, sagen wir eigentlich noch nicht. Das wird dann eine Überraschung bei Alien 4. Wenn wir schon bei einem 4. Teil sind, da ist es die beste Überleitung auf die Ankündigung eines 3. Teils. Wahnsinn, schlug ich halt Überleitungsbrücken. Happy Death Date Teil 3 ist in Arbeit. Freien kann ich nicht sagen, ich fand die ganz amüsant, diese Filme, die laufen schön nebenbei. Kann man sie mal reintun, da die sagen. Ja, und rentiert sie. Songbirds und Ballad of Songbirds und Snakes, ja, so hat das geheißen. Danke, Krawallmaus, und danke für die Info, Gnädelwutzler, dann werde ich es mal noch anschauen. Aber ich denke mal erst nächste Woche, weil Donnerstag, wie gesagt, jetzt los mit Hardline. Und ich habe noch einiges zu tun. Zum Beispiel da sitzen und euch Geschichten zu verzeihen und Trailer mit euch anschauen. Das ist doch schön. Schöner könnte man meinen Dienstagabend nicht vorstellen als mit euch. So ist es wirklich. Es gibt auch zu viele Sachen zum Anschauen, da hast du recht, ja. Genauso wie es bald noch mehr Sachen aus dem John Wick-Universum zum Anschauen gibt. Denn der Donnie Yen kehrt zurück als Kane in einem Spin-off, das ist ja schon länger bekannt, und jetzt führt er auch offiziell Regie dazu. Dann haben wir eine offizielle Ankündigung zu John Wick 5, und zwar kehrt da der gute alte Keanu Reeves wieder zurück. Regie führt der Chad Stahelski oder so. Ich glaube, der hat ja schon bei Teil 4 Regie geführt. Warte mal, da schauen wir jetzt mal schnell, was der alles gemacht hat. Hallo, sag mal, was er für Regisseur ist. Schweinelöffel. Frühere John Wick 4. Ah, okay, er hat anscheinend bei allen John Wicks Regie geführt. Passt, wissen wir das auch. Macht jetzt auch noch Teil 5, der gute Mann. Und wir kriegen einen John Wick Animationsfilm. Boom, Mic Drop. Kommt der Bürger überhaupt einmal wieder bei euch? Ich weiß es nicht. Happy Death Day macht ihr eigentlich nicht gern. Hauptsächlich wegen der Hauptdarstellerin Keanu Reeves kehrt zurück. Ja, und habt ihr schon immer cool. Wie gesagt, ich finde die eigentlich ganz amüsant, die Happy Death Day Filme, die laufen schön nebenbei. Sind nichts Besonderes, aber irgendwie unterhaltend. Kehrt zurück, aber ohne Knie. Ach, wer braucht denn schon Knie? Sind noch überbewertet. Wenn man sitzen kann, dann brauchen wir keine Knie. Wir sind schließlich nicht in Japan. Da war es ein bisschen blöd ohne Knie. Weil die irgendwie nur knien. Also Japan war mal tot für voll lauter kaputte Knie. So, gehen wir mal zu unseren Kinostarts der Woche. Denn Donnerstag ist ja wieder Neustarttag. Unter anderem mit The Amateur. Mit dem Rami Malek in der Hauptrolle. Rami Malek in der Hauptrolle soll ziemlich gut sein, was ich vor Zeit gelesen habe. Moon, der Panda. Luise und die Schule der Freiheit. Dogman, Wow gegen Miau. Wahnsinn. Das sind einmal Titel. Voila, Papa, der fast perfekte Schwiegersohn. Das große Los. The Chosen, das letzte Abendmahl. Aha. Parthenope. Another German Tank Story im Haus meiner Eltern. Yard, Ice Aged. Keine Fortsetzung zu Ice Age, das ist irgendwas Eigenes. Der Wald in mir. Teil 3, Endülüs. Schaut aus wie ein türkischer Animationsfilm. Prima Donna, das Mädchen von morgen. Akal, The Unconquered. Good, Bad, Ugly. Siam Diary, ein Film über das Reisen. Idly Kadai, Keanet, Alapusa, Gymkhana. Und feiert zum 75. Geburtstag von André Rieu, Mein Leben, ein Traum, zauberhaft. Peter Maffay hat auch keine Knie. Hat die überhaupt Viers? Keine Ahnung. Der tut uns alle ohne Knie schämt legen. Das stimmt. Also weg mit die Bleistifte. Beim ersten, was hieß denn jetzt eigentlich da? Verzeiht mir das auch. Minecraft Movie bricht auch alle Rekorde. Minecraft Movie soll mir am Arsch lecken. Da schaut's her. Schweins YouTube beschwert sich schon. Warnung, wir haben Videodaten in deinem Stream entdeckt, die einer anderen Person gehören. Dein Stream kann dir ja vorübergehend gesperrt werden. Wenn du weitermachen willst, prüf bitte, ob der Rechteinhaber deinen Kanal zu einer Zulassungsliste zugefügt hat. Wer das schon gemacht haben, Stream läuft noch, also Herz ab.
Beim ersten Hignirl zum ersten kleine nächste Bandscheibenvorfall und außerkopf die Knirscheiben. Also das bei mir auch schon in Japan. Hignirl sind wir zum ersten eingeladen worden und sofort im Krankenhaus flüssig ernährt werden vor lauter Bandscheiben. Wo sind unsere Streaming-Charts der Woche? Most Popular Movies and TV Shows laut Variety. Vom 28. April bis zum 28. März bis zum 3. April. Das sind schon neue, gell? Ah, okay, das passt. Platz 10, $1 Million Secret. Erste Staffel auf Netflix, sagt man nix. Platz 9, Bosch Legacy. Die 3. Staffel auf Prime Video. Dann haben wir auf Platz 8, The Pit. Die erste Staffel läuft über Max. Platz 7 ist Caught, die erste Staffel auf Netflix. Platz 6 ist Mobland, die erste Staffel auf Paramount Plus. Moppeland, dann kann der Mike mitspielen bei uns. Platz 5, Gone Girls, The Long Island Serial Killer auf Netflix, die erste Staffel. Da steht nicht mehr irgendein Creator oder Showrunner dabei, was auch immer. Adolescence. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Wir haben uns ins letzte Mal gehört, ich habe es mir nicht merken können. Zumindest ist es auf Platz 4 jetzt die eine Staffel auf Netflix. Da wird es wahrscheinlich keine zweite geben. Könnt ihr mir vorstellen. Reacher, Staffel 3 auf Prime Video ist auf dem 3. Platz. The Residence, die erste Staffel auf Netflix auf dem 2. Platz. Und 1923, Paramount Plus, Staffel 2 ist unser Spitzenreiter. Was ist schon wieder los? Wo ist da schon wieder der Daredevil? Geht mir auf die Nüsse. Ach, jetzt warten auch noch die Streaming Originals Charts, warten auch noch da. Eigentlich nur Scheiße hier. Mag ich ja gar nicht wirklich verzeihen, was mich selber nicht interessiert. Ich finde es nur cool, dass Plankton the Movie auf Platz 10 ist. Und der ist tatsächlich ganz witzig gewesen, muss ich sagen. Es war wieder mal so ein Spongebob-Film, die wir anschauen können. So, Schweinelöffels, wir machen jetzt unser Unboxing hier. Fangen wir an mit eins coolen Kartenset von One Piece. Zap, zarab. Jetzt hast du gesehen, wie ich das aufmache. Da schaut es. Komm. So, jetzt schauen wir mal, was da drinnen ist. Was haben wir da? An Musuru. Dann haben wir Charlotte Cracker. Weit weghalten, weil Kamera zu blöd wie Fokus. Dann haben wir Miyagi und die Gin-Rami. Kenn ich nicht. Kennen die Maiden irgendein Event? Ich glaube, die konnten schon 48 Mal. Maria Onion Bear. Der to Never Raven ist einmal da. Hast du mir auf durchgeschaut? Hallo, Strafzölle werden verhängt. 37 Minuten, 1,60 € pro Minute. Ausrechnen, dass das selber, ich rechne dann nach. Carrot ist ein wenig, ja genau. Ja, der Dios-Movie war auch mal geil. Und heute bin ich Spatro, ja, dass du noch gerade merkst. Booster, meist den Booster aufmachen, natürlich. Was haben wir hier? Event, we would never sell a comrade to an enemy. Kommt drauf an, welcher Comrade das ist, aus Viva la Evolution-Sicht, da die wahrscheinlich 3 Leute sofort verkaufen. Iron Body Fangflash Event. Piu, piu. Ha, die glaube ich ist neu, diese Karte. Charlotte Oprah. Dann haben wir Karoto. Und hier Dr. Korea. Und das ist jetzt mal hier ein bisschen so Glitzer. Shiny, shiny. Und dann noch Charlotte Katakuri. Und schon wieder Glitzer. Zauberhaft. Zauberhaftigst, aber ich glaube, keine Karte davor ist mehr als 1,50 € wert. Wir einigen uns auf ein Bierchen in der Kinokneipe. Knicker, die Sau, Grütze, fix. Oh ja, das machen wir. So, was habt ihr vorher gesagt? Gewalt in der Zeit wollt ihr es noch geunboxed haben. Ja, schauen wir wieder rein. Ob wir mit diesem Booster Pack jetzt endlich reich werden, dass ich mich nicht mehr am Dienstag hersitzen muss und mit euch da verbringen. Nein, das da ich trotzdem. Aber wenn ich reich war, da ich mir am Dienstag hersitzen und da mit euch hier schmatzen, weil es schön ist. Sagt ja lauter Schiene. So, Boglermann, du sagst es. Ich gebe auch uns aus, er legt mir Mosche, da werde ich wieder auch gut ausschauen in dem Hardline. So, Roselia mit Blattschritt und Giftdorn. Die sind wenigstens auf Deutscher. Wommel Minisauger, den braucht Corby seine Frau. Ist das lustig.
Rotomorph mit Buddelei und Sandspray. Wahrscheinlich habe ich schon so 500.000 Euro Karten daheim rumliegen und ich kapiere es einfach nicht. Ich sollte echt endlich mal hier sitzen. Relook mit Vorwagen. Kenn ich nicht. Dann haben wir eine Trainerkarte, die Rioba. Die schaut ja crazy aus. Crazy. Infernopod mit schwelendem Atem und Versengung. Schwelender Atem, den wird Michael und der Neverraven auf alle Fälle von mir im Hardline genießen können, voll lautest Fahne. Was haben wir da? Eisenrad, Dual-Core und Radtransfer. Kapier bis heute noch nicht, was das eigentlich für Karten sind. Da steht Zukunft und Vergangenheit drauf und ich weiß, was sie eigentlich von mir wollen. Naja. Unterstützer, Jens Überzeugung und das glitzert sogar. Schau her, wie schön. Dann haben wir einen Galopper, auch am Glitzern. Da ist wieder so Schweinskarten. Flatterhaar, Vergangenheit. Mitternachtsflattern und Unheilsschleuder. Flatterhaar habe ich erstens auch und Unheilsschleuder bin ich auch. Kennt ja jede Mutter fragen, die ich bereits beglückt habe. Aber es glitzert. Und natürlich wichtig, Basisenergie, Feuer. So, ich glaube, ich bin wieder nicht reich geworden durch dieses Unboxing. Deswegen seid ihr wieder gefragt, Leute, macht Steady-Abos, werdet Mitglieder des Kanals, bestellt Merchandise bei uns. Es gibt doch auch zauberhafte T-Shirts, es gibt zauberhafte Couples, Unterhosen, Boxershorts, wo ganz fett auf dem Arschlöchlein wie viel Illusion steht. Zauberhafte Sache ist das. Turnsäckchen, also schöne Jutebeutel, Tassen, Gläser, Krüge, Steinkrüge. Es gibt so viel Zeug. Also Leute, Steady-Abo, Mitglied am Kanal, auf dem Kanal werden und Merchandise bestellen. Jetzt trinke ich noch mal Wasser aus mit euch. Ich sage schon mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das ist wie immer herzallerliebst. Für das gibt es wieder eine Potato an euch alle. Danke fürs Zuschauen, danke für die Spenden von euch, dafür ein Küsschen auf die Nüsschen. Und ich freue mich auf alle, die im Hardline säg. Und freue mich auf die nächste Woche Kassettenschmerz mit euch. Ihr habt endlich wieder eine neue Folge gekriegt. Ich habe es euch ja gesagt, ich habe es euch versprochen. Reanimator ist heute rausgekommen, zumindest fürs Fußvolk, seit gestern für alle available, um wieder mal Anglizismen reinzuhauen. Mike und ich haben das in furchtbar viel Arbeit machen müssen. Wir haben es nämlich zweimal aufnehmen müssen, weil Mike sein Mikro ausgefallen ist. Haben wir erst nach der Aufnahme gemerkt. Und bei der zweiten Aufnahme gab es auch wieder nur Terror. Und der Corby hat das nur kurz vor Release geschnitten. Also wirklich, wir haben uns richtig eingeklinkt, damit ihr die Woche eine neue Folge kriegt von uns. Hallo, das was wert, dass mehr Leute Steady-Abos machen, mehr Leute Kanalmitgliedschaften machen und mehr Leute Merchandise kaufen. Ach, schön, Sesselmann, da gibt es gleich noch mehr Potato. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Merch, wo? Schreib uns eine E-Mail oder auf Instagram oder selbst dann kannst du mir sagen, was du haben möchtest und dann notiere ich das mal für dich. Jetzt ist aber Feierabend, ich habe Hunger, ich habe nämlich noch nicht zu Abend gegessen, schaut mir nicht, aber es gibt gerade einen Salat, weil ich auf meine schlanke Linie achte. Außerdem, übers Hardline wird exorbitant viel Bier konsumiert und das wird sie wieder auf der Waage niederschlagen. Drum, schönen Abend an euch, macht es gut, wie Potato You und au revoir.